Herzblut. Samstag 13 Uhr, herzlich willkommen bei Herzblut. Durch die Sendung führen Eva Schütz. Hallo, herzlich willkommen von mir auch. Und ich, Michael Röthammer, und bei uns zu Gast ist Thomas Franz Riegler. Ja, hallo. Eva, was macht unser Gast? Was macht unser Gast? Musik vor allem. Musik und noch viel, viel mehr. Darüber unterhalten wir uns jetzt eine ganze Stunde lang. Wir freuen uns. Im Jahr. Kennst du das auch? Die ganze Wohnung ist voll Arbeit und ich druck mich den ganzen Tag. Doch ich fühl mich leer, ich hab keine Lust auf Ordnung, mich freut's nicht, das ist keine Frage. Kennst du das auch? Jede Ablenkung ist willkommen und ich stürz mich drauf. Heute ist so schwer, mach mal schon wieder einen Kaffee und dreh den Fernseher auf. Thomas Franz Riegler mit Freistadt. Eine Radiopremiere im Übrigen. Ja, extrem. Also extreme Premiere, weil offiziell die CD im Herbst erscheinen wird. Aber wenn ich schon die Gelegenheit kriege, dass ich nach Linz zum Radio Froh komme, dann muss ich natürlich das, was es schon gibt, mitnehmen. Das ist ganz klar. Ja, das freut mich immer sehr, dass wir ab und zu in den Genuss von Radiopremieren kommen. Eine große Ehre. Ja, Freistadt. Nix mit Putzen. Wir gehen lieber spazieren und so heißt es da in deinem Lied. Du hast dir die Nummer aus einem bestimmten Grund auch geschrieben, hast du eben erzählt? Ja, die Idee war, ich glaube es war 2013, war ich eben, weil ich so Musikkabarett mache, beim Freistädter Frischling als Teilnehmer geladen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich da ein Lied schreibe, speziell für den Anlass, hätte ich vielleicht ein bisschen bessere Karten. Das war so mein Hintergedanke. Habe dann ein bisschen recherchiert, Freistadt, was man da so findet, und habe aber dann schnell gemerkt, dass ich keine Themen gefunden habe, mit denen ich mich wo ich Assoziationen herstellen kann, die für mich stimmig sind. Und dann habe ich mich halt auf das Wortspiel frei, statt dass ich daheim sitze und Putz gehabt. Und mit dem kann ich durchaus sehr viel anfangen. Ja, sehr gut. Also dieses Wochenende würde sich ja gut eignen zum Putzen, aber es gibt sicher andere, bessere Dinge, die mehr Sinn machen. Wie zum Beispiel wir unterhalten uns jetzt mit dir, Thomas. Thomas Franz Riegler, wie spricht man deinen Namen richtig aus? Thomas Franz Riegler oder Thomas Franz Riegler? Der Bindestrich irritiert mich. Bindestrich. Also die meisten Leute würden glauben, ich habe zwei Vornamen, was nicht wahr ist. Ich habe nur einen Vornamen, eben Thomas. Und Franz Bindestrich Riegler ist quasi mein Familienname, was man sicher das eine oder andere Mal erklärt. Also am Telefon immer. Die Postwurfsendungen und Briefe kommen auch oft sehr spannend adressiert. Gibt es alle drei, also alle Umstellkombinationen habe ich schon gesehen. Und manche glauben immer nur, ich heiße Franz. Aber das macht nichts, das ist so. Ja, das ist lustig. Mensch, Musiker, Komponist steht auf deiner Webseite. Also du hast dich der Musik verschrieben. War das immer schon? Bist du immer schon gerne mit Musik in Kontakt gewesen? Wie hat das angefangen bei dir? Das ist lang aus. Also was ich jetzt nur weiß, ist auch aus Erinnerung ein bisschen von mir und aus Erzählungen, dass ich als kleiner Bursch einfach schon immer irgendwie musizieren wollte. Und wir haben daheim so ein Harmonium, hat das geheißen, ist quasi so eine Orgel mit Luft, mit elektrischem Gebläse gewesen, das klungen hat wie ein Akkordeon, aber halt ein statisches Teil. Und ich glaube, ich war da sicher 3-4 Jahre alt, auf dem ich immer dumm gedruckt habe. Die kannte ich. Die hatten unmittelbar nach dem Einschalten so ein intensives Blasgeräusch, oder? Ja, genau. Also dass es schon fast die Töne übertönt hat eigentlich, oder? Ja, es war ein spezieller Klang. Es war so eine Mischung aus Kirchenorgel und Akkordeon von der Bauart, glaube ich. Und auf dem habe ich dann mal dumm gedruckt und ich glaube, so hellhörig sind dann meine Eltern waren einfach als Kind, weil ich mal nach einem
das war bei uns Mai beim Aufstellen, 30. April, und die Blaskapelle gespielt und ich habe da halt einen Marsch gehört, ich weiß nicht, war ich 5 Jahre oder so, und habe dann probiert, Stunden daheim diese Melodie auf diesem Harmonium zu finden. Und das ist mir dann irgendwie auch geglückt. Und dann habe ich halt mit 6 Jahren schon das erste Instrument lernen dürfen, also Blockflöten halt. Ah ja, das ist der typische Anfang. Du kannst ja mittlerweile mehrere Instrumente spielen. Ja, mehreres ist richtig. Also die Qualitätsstufen sind unterschiedlich. Ich habe Schlagzeug studiert, insofern habe ich dem sicher am meisten Zeit gewidmet. Geigen spiele ich seit ich 7 bin, Gitarre seit 6 Jahren ungefähr, Basstrompeten auch so 6, 7 Jahre. Und Klavier halt immer wieder, Kirchenorgel habe ich einmal gelernt. Also ich bin halt sehr neugierig und schon anscheinend auch recht geschickt, dass ich schnell was hinkriege, was gut klingt. Es hat halt oft dann nicht gereicht, dass ich einen gewissen Übeeifer mitgebracht habe. Deswegen hat es Jahre gedauert, bis auf der Gitarre sich dann was entwickelt hat, was jetzt schon ganz gut geht. Ja. Aber ich war neugierig, habe es ausprobiert und eigentlich immer dann gleich mal auch ein Lied geschrieben in den letzten Jahren, weil ich auf dem neuen Instrument sind mir Sachen passiert, die ich nicht planen habe können, weil ich nicht weiß, was ich tue. Und das war oft leichter als am Klavier hinsetzen, weil man immer dasselbe spielt, wenn man sich schon mal damit organisiert hat irgendwie. Ja, musikalisch haben wir gesagt, wir legen heute neben deiner Musik einen Fokus auf österreichische Musik, vielleicht auch auf Dialekt-Songs. Wer darf da nicht fehlen? Ambros. Danzer. Ja, Was hast du mitgebracht, Michael? das kommt hin, ja. Schrille Töne, grelles Licht, wie es weitergeht, das wissen wir nicht. Wehe, wehe, wenn ich an das Ende sehe. Keine Hoffnung, alles aus, wir machen Schluss. Saus und Braus. Wehe, wehe, wenn ich an das Ende sehe. Warum geht's nicht weiter? Fragt der Hanse. Was für Arzt ist, sagt der Franz. Kann man gar nichts machen. Nein, es ist der letzte Tanz. Nix ist mehr so, wie's früher war. Früher war alles so wunderbar. Wehe, wehe, wenn ich an das Ende sehe. Alles hängt durch, nix ist mehr grad, es ist nix draus geworden. Schad, schad, schad. Wehe, wehe, wenn ich an das Ende sehe. Was kommt noch her, was kommt nachher? Fragt der Hanse. Keiner weiß es, alles unklar, sagt der Franz. Ich habe Angst, ich halt's nicht aus, ich will weg, ich bleib da.
der letzte Tanz, meine Herrschaften. Heiße Rhythmen ohne Plan. Es ist der Tanz auf dem Vulkan. Wehe, wehe, wenn ich an das Ende sehe. Wehe, wehe, wenn ich an das Ende sehe. Wehe, wehe. Ja, Wolfgang Ambros, der letzte Tanz von der Selected Live. Ja, Thomas, du hast angefangen Musik zu machen, als du noch ein Kind warst und das hat sich fortgesetzt bei dir. Hast du gewusst schon bald, dass du eine musikalische Karriere einschlagen wirst oder hast du Umwege noch machen müssen? Ja, es ist immer die Frage, ob es Umwege sind. Ich habe schon als kleiner Bursch mehrere Instrumente lernen dürfen und habe das eigentlich auch sehr genossen. Das hat Vor- und Nachteile gehabt. Im Gymnasium war es dann so, dass man als Bursch, der Geige spielt, sich ein bisschen schwerer tut als als Sportlicher. Das war eine gewisse soziale Herausforderung. Das habe ich, glaube ich, dann auch mit 15 zum Geigenspielen aufgehört und dann Schlagzeug gelernt, weil das doch ein bisschen cooler war. Das war doch ein bisschen cooler war. Aber als musikalische Karriere, es hätte die Möglichkeit gegeben, dass ich nach Linz gehe ins Musikgymnasium. Das hat mein Vater damals für mich irgendwie, hätte eine gute Idee gefunden und es hätte mir irgendwie eher taugt, aber ich habe mich, glaube ich, ein bisschen gefürchtet davor. Also Linz war für mich dann doch irgendwie nur weit weg in dem Alter und ich habe das gar nicht gesehen gehabt, auch was das für Schule ist, und dann war ich in Weidhofen an der Ips in der HTL einmal im Schnuppertag und so Technikzeugs hat mich halt schon interessiert und dann habe ich halt HTL-Ausbildung gemacht, was für, ich sage es jetzt einmal so, es klingt vielleicht blöd, für eher einen sensibleren Burschen, der ich damals sicher war, eine ziemliche Herausforderung war. Also ich war 1,52 Meter groß, von 750 Schülern der kleinste, in einem vielleicht eher nicht sehr sozial kompetenten Umfeld. Und ich erzähle das ja dann auch auf der Bühne immer ganz gern. Wenn man kopfüber mit 1,52 Meter in einer leeren Altpapier dran steckt, kommst du allein nicht mehr raus. Also das habe ich dort gelernt. Und ich war dann auch Techniker, war dann auch Programmierer, 4 Jahre lang. Es hat mich immer gereizt, aber nebenbei habe ich immer mehr musiziert, in verschiedensten Orten. Das heißt, es war eine schwierige Schulzeit? Durchaus, ja. Also ich würde es nicht besser formulieren können. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen übertriebener gesagt, aber es war auf jeden Fall definitiv eine harte Zeit, ganz sicher. Und auch sehr prägend. Und was ich gemerkt habe, ist eigentlich recht lustig. Ab der 3., war 5-jährige HTL halt, und ab der 3. Klasse habe ich dann gemerkt, dass die wirklich ganz depperten Kollegen, ja, die körperlich mir bei weitem überlegen waren und die das auch irgendwie mir spüren haben lassen, die ganz depperten Kollegen haben es dann eher, sage ich mal, intellektuell nicht mehr in die nächste Klasse geschafft, was für mich ein großer Vorteil war. Und meine einzige Waffe, die ich gehabt habe, war mein Mundwerk. Und ich glaube einfach, dass wäre das nicht so passiert, wäre die vielleicht heute gar nicht so erfreut auf einer Bühne stehen zu müssen, weil ich dort irgendwie für mich gelernt habe, dass Reden, wenn man das schnell überlegt und gut kombiniert irgendwie zusammenkriegt, eine gute Waffe ist, wenn man Hilfe braucht. Ja? Also das habe ich nicht zu der Zeit gecheckt, aber wenn ich so zurückdenke, war das der Moment, wo ich ganz klar abgecheckt habe, wer wie was drauf ist und wie man wo zurückschlagen kann, wenn es drauf ankommt. Also dann doch kein Umweg, sondern eine
es hat dich dann doch auf diese Schiene gebracht, wo du jetzt bist. Ja, Weil ganz das sicher. Reden ist ja dir, das ist auf der Bühne, das brauchst du, das kannst du. Und ich mach's gern. Und du machst es gern, genau. Und es ist eine tolle Unterhaltung, dir zuzuhorchen. Ja, wie bist du dann auf die Idee gekommen, dich auf Solopfaden zu bewegen? Naja, bis 2009 habe ich ja hauptsächlich als Schlagzeuger in Bands fungiert. Und 2009 habe ich dann im Waldviertel Schlagzeugunterricht, also 2007 bis 2009, und habe dort die Waldviertler, das war so eine Crossover-Volksmusikgruppe, würde man es nennen, Stornhart und Bad Zwach kennengelernt. Die sind im Waldviertel sehr bekannt gewesen und haben dann in diesem Jahr personell ein bisschen umstrukturiert. Und weil ich halt Lieder geschrieben habe, schon mit Mundarttexten, haben sie mich gefragt, ob ich nicht mitmachen möchte. Und dort bin ich das erste Mal auf der Bühnenkanten vorn gestanden und habe irgendwie meine Lieder mit der Band auch gespielt teilweise und die auch anmoderiert. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist ja eigentlich das, was mir viel mehr taugt. Als Schlagzeuger hat man so, man steht total im Mittelpunkt, weil es meistens das alleinige Instrument ist. Es gibt kein zweites mehr, Gitarren gibt es oft zwei, Sänger gibt es manchmal sogar mehrere oder Pianisten gibt es selten, aber auch manchmal zu zweit mit Keyboard und so. Aber als Schlagzeuger hat man immer so eine Solorolle, aber geschützt hinter einem Riesenwall aus Trommeln und Becken. Und ich habe dann eigentlich gemerkt, so ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehe, glaube ich, ist cool. Und vorne auf der Bühnenkanten. Und das Jahr drauf habe ich dann beschlossen, warum probiere ich nicht einmal was ganz allein, dann muss ich es mit keinem abstimmen. So habe ich 2011 mein erstes Soloprogramm präsentiert. Ja, und zu schreiben hast du ja schon früher begonnen, wie du mit zu Texten und auch, hast du die Musik dann auch selber dazu geschrieben? Schon immer. Also geschrieben, es klingt immer so wild, aber meistens habe ich halt irgendwelche Textideen gehabt, das habe ich aufgeschrieben oder auch manchmal eine Melodie im Kopf beim Spazieren. Selten, dass ich das aufgeschrieben habe, sondern meistens gleich aufgenommen. Und vor meinem Schlagzeugstudium habe ich das schon ein paar Mal gemacht, nicht oft, für Geburtstagsgeschenke oder so in der Form. Und während dem Studieren eigentlich fast gar nicht. Das ist so eine Zeit, wo ein Haufen Leute sagen, wie man richtig musiziert, wie man das Instrument richtig spielt, was cool ist und was nicht. Wo man auch lernt, natürlich vertiefend lernen sollte, wie die Musikstrukturen sind, wie die Lieder aufgebaut sein müssen, was für Harmonik. Also, und da geht es nicht nur mir so, dass in der Zeit sehr wenig Neues passiert ist, weil man einfach einen Stress hat. Einen Stress hat mit den Lehrenden, die einen, da wo sie, so wie ich erfahren habe, nicht in dem abholen, wo man steht, sondern die stülpen da was über den Kopf und sagen, so, jetzt machen wir das. Und wenn du das kannst du vielleicht dein eigenes Zeug wieder machen. Und auch der Konkurrenzdruck untereinander, man will sich nicht die Blöße geben, zu dem stehen. Also das war das Umfeld, in dem ich dort war. Das ist nicht für alle so. Für mich war das halt so. Dass das, was mir wirklich taugt hätte ich mir dort nicht herzeigen traut, weil ich ein bisschen Angst gehabt habe, die sagen, ja, echt jetzt? Das machst du, das taugt dir. Und das, glaube ich, in 5 Jahren Studium sind 2 Lieder entstanden. Dann war ich fertig und im ersten halben Jahr sind wahrscheinlich 5 oder 6 neue entstanden. So zack, 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 weil da war ich frei auf einmal und man dachte, das mache ich für mich. Dann ist die Bezeichnung, also der Name deines neuen Programmes ja ganz bezeichnend. Das heißt anders. Anders, genau. Ja. Das heißt, vielleicht kann ich den Schmäh da jetzt endlich einmal anbringen, weil ich habe mir gedacht, wenn mich mal wer fragt, wie heißt dein nächstes Programm? Anders. Ja, genau. Und wie? Das hat mich noch nie wer gefragt. Leider ist der Schmäh nie gekommen. Weil es heißt nämlich anders. Was war das erste Album, das du dir von deinem eigenen Geld gekauft hast? Das mir ich gekauft habe. Ja, weißt du das noch? Boah. Es gibt 2 Möglichkeiten. Was zuerst war, weiß ich nicht ganz genau. Entweder Dr. Alban. Wirklich? Ja, tut mir leid, dass ich da. Also ich sage entweder oder. Entweder Dr. Alban, ja, das war ungefähr 1995 dann wahrscheinlich. Mhm. Oder, das wertet mir jetzt ein bisschen wieder auf, also wenn ich den Gesichtsausdruck so anschaue, oder Greatest Hits 2 Queen. Okay. Das geht wieder, oder? Ja, also gut, Dr. Alban, es ist verzeihlich, ne? Wir waren alle Opfer des Eurodance in diesem Alter. Ne? Das waren die ersten CDs, die man halt so irgendwie promotet gekriegt hat. So. Jetzt wir haben uns eigentlich vereinbart, wir bauen eine Brücke zur nächsten Nummer. Bis jetzt ist es uns nicht gelungen.
Ja, also Kriegst du das hin? ich kriege ganz kurz hin. Das nächste Stück ist eben, also sind es nur vielleicht 2, 3 Lieder von der neuen CD zu hören, man weiß es nicht. Das nächste ist jetzt ein Je Hinweis für nachdem, alle. wie viel du zu reden hast, zu erzählen Verflixt, hast. also 1 oder 2. Naja. Das nächste ist für alle, die jetzt im Auto sitzen, zufällig und Radio froh horchen. Bitte tippt nichts ins Handy und das nicht telefonieren. Das ist sehr gefährlich. Neulich sitze ich in meinem Auto, ruft meine Freundin mich an, ob ich nicht für sie schnell im Internet was schauen kann. Und weil ich gar nie gelernt hab, einfach nein sagen, wo's geht, hab beim Fahren im Handy schnell was tippt, ganz unbeschwert. Weil ich mein Schatz ja gern jeden gefallen tue, wo's geht, hab in dem konkreten Fall jetzt Straß verlassen, echt blöd. Und unser gemeinsames Auto, das was war erst ein Jahr, gegen einen Birnbaum geparkt, das war blöd, wirklich wahr. Und wie ich meine Freundin dann anruf, sag sie echt ganz ehrlich: Während dem Autofahren tippen ist total gefährlich. Ja, das war die Nummer Autofahren. Also Handys ablegen, genießen, dem Thomas Franz Regler zuhören. Ja, das finde ich sowieso auch total, also wie soll man sagen, ups, das quietscht super. Ah, macht nichts. Eine total super Geschichte, mir jetzt zuhören da. Ja, wir haben die große Freude, heute wieder eine Live-Performance im Studio zu haben. Thomas, du wirst heute auch live für uns spielen. Ja, und das ist auch eine Premiere. Also weil du schon, wenn du sagst, du möchtest gerne solche Premieren haben, bitte. Ich stehe Die noch nächste. voll drauf. Die nächste Premiere jetzt. Wir machen Geschichte heute. Was werden wir hören? Ich werde spielen das Lied Wundern. Wundern heißt das. Und zwar, weil ich mich halt viel wundere über alles Mögliche. Also über banale Dinge, sehr viel über mich. Und über so Sachen wie GIS-Gebühr zum Beispiel. Das kennen die meisten aus der Werbung. Meld mich an, ich bin's, dein Fernseher. So. Und ich erzähle das immer auf der Bühne, darum werde ich das jetzt da auch machen, weil ich es einfach so nett finde, der Gedanke, dass da ja irgendwie im Gesetzeswortlaut steht, du musst den Fernseher anmelden, sobald du das Gerät zum Empfang bereithältst. Was heißt, du kaufst ihn im Geschäft, tragst ihn heim und dann stößt ihn in Köln und lässt ihn anmelden. Ne? Mhm. Aber er geht ja ohne Anmelden auch, eigentlich, grundsätzlich. Wenn man das konsequent weiterdenkt, müsste im Prinzip jede junge Frau, also empfängnisbereite Frau, Kindergeld kriegen, habe ich mir immer gedacht. Aber die Politik steigt mir da irgendwie nicht drauf ein. Also ich habe mit ein paar schon geredet, aber es funktioniert so nicht. Und ja, da wo über solche Sachen wundere ich mich halt. Ja, ich werde schauen, dass wir das so gut wie möglich aufgenommen kriegen. Wir freuen uns, bitte. Jetzt schau ich schon 2 Stunden fern und bin noch nicht fit. Dabei wollt ich ein wenig relaxen, einfach so. Doch hab ich Lust auf Bier und Chips, die waren jeder Hit. Und ein neues Luftbeduftungsspray noch für mein Klo. Es wundert mich, dass sich heute fast niemand mehr wundert über das, wie wir denken und das, was wir glauben. Dass wir viel Stress haben und in Angst leben und nicht gesund sind. Und Facebook und Konsorten uns die Stunden rauben. Ja, vielen Dank. Wunderbar, wir haben jetzt du hast 2 neue Fans mehr, Thomas. Die Kollegen im Nachbarstudio haben gerade Standing Ovations abgegeben. Was, die sitzen aber nur, ich sehe Aber sie waren ganz, ganz, ganz eifrig im Zuhören. Danke, gefreut mich. Gut, jetzt kommt auch nochmal ein ganz großer. Oh, schön, auch nochmal. Snow down in China, snow down in Iran, snow down in Russia, snow down in Oman. Nicht da bei mir, nur nicht da mitten vor meiner Tür. Die Wahrheit, die sucht um Asyl. Hey, sie braucht nicht viel von mir.
Aufstand in Damaskus, Aufstand in Tel Aviv. Nur nicht da bei mir. Nur nicht da mitten vor meiner Tür. Die Wahrheit, die sucht Asyl. Oder kriegen tut sie's mir, weil man schweigsam dafür. Oder was oder wir. Das Liedl ist für die Chelsea und für den Eddie und für alle anderen, die sich ein Herz genommen haben und sich traut haben zum Sagen, dass was nicht stimmt. Für alle, die ihre Freiheit aufs Spiel setzen und ihr Leben riskieren. Snow down in Lhasa, snow down in Teheran, snow down in Jerusalem, snow down im Vatikan. Snow down in Moscow, snow down, down in Berlin. Snow down in the Rockies, snow down sogar in Wien. Die Wahrheit, die sucht Asyl. Oder kriegen tut sie's nie, weil man schweigsam dafür. Oder was oder wir. Dass da überhaupt nur irgendwem gibt, der sich auskennt, der von lauter Daten sammeln überhaupt nur weiß, wo links und rechts ist und vorn und hint und wer die Guten sind und die Besen, dann habt's euch täuscht, weil schon langsam das Saufen soll in der Datensuppen. Hey, das hab ich lang schon nicht mehr gesehen. Die Wahrheit, die sucht Asyl. Hey, sie braucht nicht viel, aber kriegen tut sie's nie. Und das tut uns so schier, weil man schweigsam dafür. Los mal stehen vor der Tür, oder was oder wir. Oder was oder wir. Ja, Thomas Franz Riegler, woher kommt die Inspiration für deine Songs? Das ist eine gute Frage. Also ganz sicher einfach Das erste einmal wunderst du. Ich wundere mich. Das ist genau über die aufregendsten und unaufregendsten Dinge. Und dann sind sehr viele Liedtexte entstehen einfach aufgrund dessen, was mich gerade beschäftigt.
oder mit was ich gerade überhaupt nicht zurechtkomme oder was gerade vorbei ist oder Dinge, die einfach... passiert sind, wie telefonieren im Auto, oder? Ja, das habe ich sicher, da habe ich ein paar Mal ein ziemliches Aber Glück gehabt. wir verraten das nicht. Nein, es ist okay. Also ich stehe ja dazu, dass ich den Plätzchen schon gemacht habe, mehrmals, und das habe ich ein paar Mal ein ziemliches Glück gehabt dabei. Das meiste entsteht, glaube ich, einfach bei dem, wo ich merke, ich tue mir selber schwer, dass ich was anderes mache. Wenn das Programm jetzt schon anders heißt, sind es sehr viele Themen und Ideen, wo ich gemerkt habe, wo spüre ich mir selber eigentlich jedes Mal das Haxel. Also wo glaube ich habe was gelernt und ich fange trotzdem wieder einen ähnlichen Schatz zu machen, auch wie beim letzten Versuch. Das Gut, solche Gegebenheiten gibt die Welt ja viele her. Ne? Ich glaube auch, sobald du in der Früh aus dem Bett steigst, hast du eigentlich die Möglichkeit, eigentlich könnte man es jeden Tag anders machen. Also man konnte zum Beispiel seinen Arbeitskollegen, dem man immer nur schief anschaut, kommt man mal freundlich grüßen. Oder zu dem immer pseudo-freundlich ist, wenn man nicht mag, einmal sagen, du, ich tue mir ganz schwer mit dir und ich weiß jetzt gar nicht genau, was es ist, zum Beispiel. Und das konnte man jeden Tag anders machen und trotzdem haben wir das Gefühl, Montag ist Arbeitsbeginn, ist jede Woche gleich. Und die 5 Wochen Urlaub sind anders und der Rest ist gleich. Stimmt ja nicht. Ja. Jeden Tag kann ich was anderes machen und trotzdem tue ich es oft nicht. Stattdessen jammern wir lieber irgendwie. Also viele Österreicher jammern lieber. Ja, das Hamsterrad, ne? Ja, jammern Ja, ist... das ist, was hätte man zu tun, wenn man nicht mehr jammern müssten? Das ist eine gute Frage. Er wird sehr ruhig werden, wahrscheinlich. Also ich würde es jetzt nicht irgendwem unterstellen. Eben wie gesagt, die meisten Lieder stammen aus meiner Geschichte. Und jammern ist einfach was, wo ich finde, eine schöne Beschäftigung. Es ist nichts Schlimmes. Jetzt frage ich mich gerade, haben wir jetzt zufällig die Überleitung geschafft oder hast du das jetzt so in die Richtung gelenkt? Naja, nachdem du beim letzten Lied noch kurz gesagt hast, wir haben noch keine Überleitung geschafft, habe ich mir gedacht, ich fange jetzt früher an damit. Aber Sehr, sehr dankbarer Studiogast heute. ja, gern. Sehr lehrreich. Ja, die nächste Nummer heißt Jammerst eh. Ja, die Idee zu dem Lied ist mir eigentlich gekommen, weil immer bei Wahlen kommt das Thema Integration wieder neichführer. Ja? Und heute habe ich erst gelesen, dass es in einer Gemeinde, wo eine Privatperson in seinem Haus oder in seinem Gasthaus oder was immer, das ist 40 zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen möchte, haben der Bürgermeister einen Brief geschrieben hat, dass die Gemeinde das mit allen möglichen Mitteln bekämpfen wird, weil sie eine Quote schon erfüllt haben. Und das Thema Integration und so wird auch immer nur bei Wahlen aufgegriffen und dann eben sehr einschlägig, meistens mit Angst und ein bisschen Hetzen verbunden. Und ich habe mir dann scherzhaft gedacht, wie würde man denn, wenn wir alle immer reden davon, wie würde man denn wirklich wen erkennen, der voll integriert ist in Wien? Und ich habe mir dann gedacht, okay, ich spinne das jetzt einmal über ein Beispiel, einen indischen Zuwanderer, die begrüßen sie ja sehr oft mit Namaste, was eine sehr schöne Geschichte ist, wie Verehrung dir oder Verehrung dem Göttlichen, dir ist ein bisschen schwer zum Übersetzen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht erkennt man einen voll integrierten Inder in Wien, wenn er statt Namaste sagt, jammerst eh. Nörgelns hat in Österreich durchaus Tradition. Aber wenn man auf die Frage, wie geht's da meistens so gut? Jedoch das Aber, ja, das lauert auch dahinter schon. Der Nachsatz muss ja gehen, ist auch ein alter Hut. Du, wenn du glaubst, dass Unzufriedensein ein Selbstläufer ist, dann irrst du sehr, das muss man hart trainieren. Und auch von heute auf morgen lernst du das nicht, ja, das ist gewiss. Das muss der Lebensinhalt werden, das muss man spüren. Drum singen wir Jammerste nur als Erinnerung dran, nicht dass wir unabsichtlich mal darauf vergessen. Ja, das war wieder Thomas Franz Riegler, Jammerste. Oh, Thomas, Entschuldigung. Michael. Ja, das Sprechen Sie jetzt? Das passiert manchmal bei Live-Sendungen. Mich hätte noch interessiert, wie schaut so ein Abend bei dir aus, den du gestaltest auf der Bühne? Den ich gestalte. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es gesagt habe, ich mache eben so eine Art Musikkabarett, Musiksatire und sitze da ganz alleine auf der Bühne mit einem Haufen Instrumenten. Also derzeit, was habe ich derzeit? 2 Gitarren, Klavier, Geige, Basstrompete und Singer und spiele mit so einem Loopgerät, ich weiß nicht, manche kennen es nicht. Das Ding kann einfach live aufnehmen
und wenn die Aufnahme fertig ist, das sofort abspülen und wiederholen. Und man kann endlos oft drüber spülen und quasi eine kleine Band ein simulieren. Orchester simulieren. Ja, Orchester oder Band, je nachdem, wie groß man es anlegt und wie viel Zeit man dafür nimmt. Und das spüle ich halt meine Lieder, so wie jetzt, die man da jetzt auf der neuen CD dann hören wird können ab Herbst. Und wir haben zuerst ausgemacht, wer möchte, könnte eine von 3 CDs geschenkt bekommen von mir. Das geht ganz leicht. Die ersten 3, die wir über meine Homepage ein E-Mail schreiben, die da lautet www.tom-tom.at. Also vielleicht noch einmal zum Mitschreiben. Nochmal zum Mitschreiben. Also www.tom-tom.at. Und das Tom wirklich T-O-M geschrieben. Ganz einfach. Wer die ersten 3, die sich da melden, mit einem Hinweis auf Radio Froh, dass sie es da gehört haben, kriegen nur vor dem Sommer wahrscheinlich die offiziell im Herbst erscheinende CD zugeschickt. Da sind genau die Lieder drauf, die ich eigentlich jedes Konzert, jeden Auftritt auch spiele, plus 3 oder 4 Überraschungen, die man dort nicht hören kann. Na, sehr gut, Bonus-Tracks quasi. Bonus-Tracks, genau. dann ran an die Tasten, aber darum bitte nicht im Auto. Ja, wenn es geht, nicht im Auto, weil die Eva zuerst gesagt hat, sie hat schon mal E-Mails gecheckt beim Autofahren. Du. Das tut man weia. nicht. Ja, Ja, Franz, du, Thomas. Ist schon Franz, passiert, schau, ich hab's Riegler, gesagt. schau, So schnell du geht's. verwirrst mich. Jammerst, haben wir gerade gehört, du jammerst nicht, sondern du tust. Du machst eben deine Solo-Auftritte, da haben wir die jetzt unterbrochen. Ach so, ja. Nein, ich habe mich eigentlich unterbrochen, Ja, weil ich du glaube, bist ich abgebogen, bin ja. abgebogen. Meine Solo-Auftritte, ja. Nein, ich jammer schon übrigens. Also ich kann das immer noch gut. Kannst du das Ich auch habe noch? da eine Spezialausbildung genossen, ich kann es total gut. Aber ich versuche es bleiben zu lassen. Und wenn ich merke, ich fange zum Jammern an, habe ich oft die Gelegenheit, dass ich aufhöre und was anpacke. Und ich habe auch ein paar gute Freunde, die dann irgendwann einmal sagen, hey, das ist aber schon lang genug, magst du nicht was ändern oder erzählen wir es nicht mehr. Also da gibt es ein paar, die dann mich darauf aufmerksam machen. Sehr nett. Eigentlich. Ja, und du bist ja nicht nur solo unterwegs, sondern du bist auch in anderen Formationen noch aktiv tätig. Ja, derzeit, also es gibt eine Band, da haben wir letztes Jahr angefangen, die CD aufzunehmen. Und das heißt Punches and Judies. Und es ist eine ziemlich eine coole Band. In dem Sinne ist es ein Streichquartett mit Schlagzeug. Ich spiele Marimba, Hang und so Klimbim und eine Sängerin. Und da haben wir voriges Jahr die CD mal größtenteils aufgenommen. Das ist so ein Langjahresprojekt. Wir singen es dann oft wieder 2 Jahre nicht und dann gibt es wieder Konzerte. So ist das jetzt da. Letztes Jahr haben wir eine CD aufgenommen, die dauert jetzt ein bisschen, bis es fertig wird. Und deswegen ist es eher das ruhigste Projekt, in dem ich gerade bin. Und sonst bin ich noch bei der Sabine Stieger in der Band. Die Sabine Stieger, ich weiß nicht, ob die noch so viele Leute kennen, aber wenn nicht, die Sabine war die Sängerin von den Global Griner. Genau. Jahrelang, über 10 Jahre, glaube ich, so um die 10 Jahre. Und die macht das so eine Dialekt-Chanson-Band. Und in der Band darf ich auch mitspielen mit Geige, Basstrompeten und Singer. Das taugt mir auch. Also das ist wieder mal ganz was anderes, wenn man als Mitmusiker auf der Bühne steht und das alles machen kann, was einen Spaß macht, aber sich zum Beispiel nicht um Veranstaltungen kümmern muss. Das ist total schön. Ja, wir hören jetzt noch eine Nummer von dir, die heißt Es ist Zeit. Worum geht es in der Nummer? Es geht einfach um das, dass wir wahrscheinlich die meisten von uns oder alle oft sehr gehetzt und getrieben sind vom Alltag. Es ist so laut draußen und dass wir eigentlich meistens nur mehr ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit für uns selber bräuchten, ohne Fernseher, ohne Handy, ohne Internet, ohne irgendwelche Ablenkungen, einfach auf einer Bankerl sitzen oder im Wald spazieren gehen oder die Haustür zu machen. Welt ist laut, oft zu laut für mich, dass mich fast umhaut, hab ich dann das Gefühl,
dann glaub ich oft, ich muss da alle mit. Und manchmal hab ich schon gehofft, ich mach größere Schritt. Es ist Zeit für mich. Ja, das war schon wieder die letzte Nummer für heute. Sehr bezeichnend für das Ende unserer Sendung. Lieber Thomas Franzriegler, Ja. schön, dass du bei uns warst. Wir hätten noch eine Stunde länger tratschen können mit dir. Es war sehr kurzweilig. Ich hoffe auch für unsere Hörer. Dankeschön. Ja, Sollten wir- schön, dass du da warst, dass du uns in deinen Terminkalender integrieren konntest. Ah, wunderbar, ganz leicht ist das gegangen. Apropos Terminkalender, gibt es dich mal wieder wo zu hören, zu sehen? Oh, das jetzt hast du mich total, ich bin ganz schlecht vorbereitet. Ganz sicher, aber ich glaube in der Oberösterreicher Gegend eher erst wieder im Herbst, sehr wahrscheinlich. Und da wahrscheinlich in Steyr. Also vor kurzem habe ich in Linz gespielt, Kulturzentrum Hof. Es war absolut sehenswert und hörenswert. Oh, danke schön. Ja. Sehr zu empfehlen. Man findet dich unter www.tom-tom.at. Genau. Nochmal, falls noch nicht geschehen, die ersten 3, die dich anmelden, denen schenkst du ein Album. Ja. Und das nur vor dem Das ist Erscheinungstermin. noch vor dem Erscheinungstermin. Wir hatten auch schon die absolute Ehre, einige deiner Nummern spielen zu dürfen. Gern. Und zum endgültigen Abmoderieren und Verabschieden würde ich gern noch eine Nummer unterlegen. Könnte dir bekannt vorkommen, oder? Ja, aber ich kann es noch nicht benennen. Okay, nein, es kommt gleich. Okay. Okay. Ah! Oh, danke, es ist sehr nett von dir. Ja, Ja, damit verabschieden wir uns, wünschen einen schönen Nachmittag. schönes, langes Wochenende und nicht zu viel putzen. Danke für die Einladung. Danke fürs Kommen.